Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Secret of Mana auf Pelzig. Jetzt sind wir hier beim komischen Meer gelandet. Wir sehen schon überall so illustre Sternekonstellationen wie hier oder wie dort so ein Planet, so ein kleiner. Und da gehen wir mal an Bord von dieser Pfeilratte. Na du? Moin moin, ich bin der Charon, der Fährmann. Nächster Halt, Mondpalast. Was wollen wir eigentlich hier? In dem Palast gibt's doch gar nichts. Von die Kraft voraus. Und ja klar, natürlich Charon als Fährmann, das ist ja immer sehr beliebt. Bei Secret of Evermore hatten wir den ja auch in der Wüste, nur was du das Skelett, was etwas passender war. Während er hier einfach so Pfeilratte ist. Ich wart hier. Alle hopp. Schön für dich. Dann gucken wir mal, was es hier Schönes gibt. Oh, wir sind direkt beim Palast. Quallensauger ist bewusstlos. Besser so, das sind nämlich ziemliche Mistviecher, die Quallensauger. Die halten auch ordentlich was aus, die Viecher. Und sind äußerst nervig, weil die vor allem MP abziehen können. Also, nähern wir uns dann nochmal. Ich glaube, das sind nämlich noch welche. Ja. Scheiße, der hat abgewehrt. Okay. Gretel? Analysier doch bitte mal diese Viecher für mich. Ich wüsste gerne, was die so allergisch sind. Oh, die bringen aber auch viel Gold und sind von nix wirklich gegen nichts wirklich allergisch, die Viecher. Okay, der ist zumindest mal bewusstlos. Dann hakt doch dem Hansel mal so ein Nocturne um die Backe. Sehr schön, der ist kaputt. Oh, und das bringt dann wirklich viel. Also die müssen wir wirklich mit Waffegewalt bezwingen, die Viecher. Weil Zauber bringt doch nicht wirklich viel. Gretel, machen platt. Also das ist jetzt gemein. So springt man wirklich drauf und die Biester wehren einfach ab. Egal. Ach ja. Dann gehen wir jetzt mal Dora in den Mondpalast. Ui, sehe ich doch gar nichts. Traurig wie Sau ist es auch noch hier drin. Schleimerlied. Schleimerlied. Bin verbannt. Das kennen wir ja noch aus dem Quelldorf. Das war ja auch die Mucke, wo wir da verbannt wurden zu dem Schleimerlied hier. Ach ja. Kai hat ja schon gemerkt in seinen Facebook-Kommentaren. Am Anfang war es ja noch amüsant mit den Liedern. Mittlerweile ist es nervig wie Sau. Okay, hier geht's mal nicht weiter. Oh, da ist ein Orb. Zwar kein Waffe-Orb, aber ein Orb. Dann fragen wir doch mal Elektra, was das Ding so braucht, damit es gut ist. Und, wie schaut's aus? Laternas Magie könnte helfen. Ja, leider hat Laterna nur einen arschteuren Zauber im Gepäck. Und zwar das hier, Laser Inferno. Irgendjemandes Waffenlevel ist noch gestiegen. Okay. Oh, jetzt sind wir im richtigen Palast. Ist Heinsens Waffenlevel gestiegen? Muss ich gerade mal gucken. Wie sieht's aus, Ackermann? Jawohl, Heinsens Waffenlevel ist jetzt auch auf Level 5. Und Achtung, mal do, was er kann. Guck mal, was ich kann. Achtung. Oh ja, das sieht gut aus. Das können wir gebrauchen, wenn mehrere Gegner auf M-Flex sind. Oh, das ging ja fix. Da sind wir ja schon. Hui, was bist denn du, Fanny? Willkommen im Mondpalast. Ich bin Lunatic, der Mondpatron. Es ist so langweilig hier. Ich brauche Action. Darf ich euch helfen, Mana zu retten? Okay. Lunatic schließt sich an. Mondig dich zu sehen. Jetzt haben wir goldene Pfeiler mit violette Flamme. Auch nicht schlecht für den Mond. Kraft des Samens erhalten. Wobei ich eher gesagt hätte, ja, für Mond, also für Mond hätte ich jetzt persönlich eher Silbernes genommen. Mit einer blauen Flamme. Mondklinge ist sehr geil. Das kann wieder Energie verschaffen. Also man macht das auf seine Klinge drauf, dann attackiert man Gegner und den Schaden, den man macht, kriegt man geheilt. Das ist sehr praktisch. Lunakraft, weiß ich gar nicht, was das bringt. Die Neumond-Aura kann ich um ehrlich zu sein auch gerade nicht sagen.
Morphingas, das ist auch ganz cool. Zaubersog ist auch unglaublich geil, so kriegt man wieder MP zurück. Und die Vollmondnacht, weiß ich allerdings nicht, was das bewirkt. Wir können ja mal die Zauber spaßeshalber immer mal wieder ausprobieren. Das war ja relativ fix hier. Probieren wir es doch gerade mal aus. Ich will MP wieder zurückhaben. Also die Helga kann sich ab einem gewissen Level wirklich einfach selber wieder um ihr MP kümmern. Das verbraucht Enna und bringt ihr wieder Enna. Mach doch einfach mal weiter. Mach doch einfach mal weiter. So, sehr schön. Dann können wir hier mal hier ausprobieren. Was bringt uns dann die Luna-Kraft? Machen wir auf der Heinz. Und? Keine Ahnung, was man das jetzt gebraucht hat, aber wir werden es gleich rausfinden. Nein! Er wollte Gretel was absaugen, aber hat glücklicherweise nichts gekriegt. Walnuss ist zu viel. Oh, die geben Walnüsse. Und was bringt dann das andere? Oh, scheiße, doch. Ausgelutscht, voll ohne Magie. Verdammt nochmal. Helga. Übt doch mal weiter an dem Biest hier. Und truffende Wetter. Und machen fertig Gretel. Sehr schön. Aber ich würde sagen, wir brauchen dringendst ein Hotel. Aber das mit dem Mondpatronen, das ging relativ fix, muss ich sagen. Dann geht's wieder zurück. Schon wieder du? Ja, das wird anscheinend nicht so viel gebabbelt. Ach ja, ach ja. Schä. Jetzt fehlt uns auch nur noch ein Patron und ein Manasame. Man sieht sich. Naja, schauen wir mal. Also, jetzt gehen wir erstmal von dem Feld hier wieder weg zu den Bergen. Eventuell ist unser Prophet, unser Seher, unser Orakel, wie auch immer, jetzt anwesend. Okay. Dann gehen wir einfach mal wieder weiter, bis wir wieder auf die Bergkette stoßen. Wo seid ihr dann? Du noch nicht? Bergkette. Bergkette. Ich suche doch so dringend noch Bergkette. Hier eventuell. Du ist zumindest mal was. Ja, da sind wir doch. Puh, nur eine halbe Stunde rumgeirrt. Sehr schön. Und erstmal Ausruhe. Ah Mist, das war der normale Lade. Egal, eventuell können wir doch auch wieder ein paar Sachen noch kaufen. Gutzle nicht. Schokolade auch nicht. Walnuss nicht. Heilkräuter nicht. Lebenswasser nicht. Alles klar, sehr schön. Gut. Wobei, Moment, halt mal Gaula. Hätten die hier nicht auch die Tulpejacke gehabt? Nee, das war nur das Gutzel. Okay, ich habe noch was Rosanes so peripher im Blick noch gehabt. Aber das passt schon. 30.000 wärmer, das heißt, eine Dämonenjacke könnten wir uns zwar noch leichter. Aber, nee, machen wir nicht. Das machen wir erstmal nicht. Jetzt wird erst einmal eine Stunde gepennt. Für 150 Goldstücke ist das ja auch schon recht ordentlich. Und dann wird erstmal gespeichert. So. Ach ja, schön. Dann können wir aber auf jeden Fall noch zum Berti gehen, damit ihr noch unseren Bogen hier kriegt. Also ich muss echt sagen, Mondpalast, das ging jetzt ohne Endgegner, da haben wir einfach nur Laterne dafür gebraucht. Und wie es aussieht, will uns dieser Ranul bzw. dieser Luna, je nachdem, man weiß ja nicht, ob er da ist oder nicht, wollen die uns anscheinend wirklich einfach nur zu der Tempeljager. Und ja, ich will zum dritten Mal auf den Berg klettern, Berti. Heieiei. So, Bogen hat man noch. Dämonenbogen wird zu Elfenbogen. Alles klar.
Sonst haben wir kein weiteres Orb mehr im Gepäck. Deswegen erstmal wieder hier lang. Ich will auch erstmal ein bisschen mit der Lanze kämpfen. Ich weiß nicht, ob das schon auf Level 6 ist eigentlich. Oder ob man da wirklich nur Level 5 sind erst. Und truffende Wetter. Naja, das hat jetzt nicht so viel gebraucht von wegen truffende Wetter. Was hast du dann noch für Zauber parat? Genau, die Neumond-Aura könnten wir auch mal ausprobieren, was uns das bringt. Heinzens Angriff rauf, Ausweich, Angreifen, Ausweichprozent. Okay, so viel bringt uns die Neumond-Aura. Und cool ist auf jeden Fall die Mondklinge. Das machen wir jetzt mal auf der Ackermann drauf. So, Heinzens Zauber. Ja, das schwindet sehr schnell auch wieder, das Zeug. Und ja, das hätten wir jetzt 127 kühle Kraftpunkte wieder gebraucht. Von daher, das ist ein sehr nützlicher Zauber, muss ich sagen. Ja, 128 habe ich mich wieder geheilt. 246. Gewitter erleid. Schon ein sehr, sehr nützlicher Zauber. Aber jetzt ist er auch schon wieder fort, so schnell wie er gekommen ist. Halte mal den Gaul an. Du hast doch bestimmt auch noch hier nicht nur Zaubersog, sondern auch Morphingas. Oh, schade. Das konnten wir jetzt nie verwenden. Und hier drin waren Heilkräuter, von denen ich aber mehr als genug habe. Ich meine, wer 4 Heilkräuter hat, der kann schon prahlen, ne? Ist ja schon eine ordentliche Zahl. 4 Kräuter mit sich rumschleppen, mehr kann der halt auch nicht wuchten. Ich meine, das wiegt ja schon was, das sind ja aus Blei, die Dinger. Oh, jetzt haben wir einen Bioschleim verwandelt. Aber er hält genauso viel aus wie die Napalmwespe. Macht nur halt nicht so viel Schade. Ah, nicht verkehrt. Moment. Machen wir doch mal hier so einen Zaubersog wieder. Während wir wieder bewusstlos sind. Oh, 14 MP hat sie dort zwacken können. Also insofern, das sind schon echt nützliche Zauber, muss ich sagen. Was man auch nie so wirklich mit Mond, oder ja, was ich jetzt so persönlich nie mit Mond verbunden hätte, aber so what. Auf jeden Fall ist sie jetzt eigentlich relativ unabhängig zu einer Walnuss. Weil sie kann jo jetzt wieder ihr verlorene MP von Gegner sich zurückholen. Das ist schon eine sehr, sehr praktische Fähigkeit. Hades-Granaten Level 1. Als truffende Wetter. So, dann machen wir doch noch so Höllenaura hinterher. Das kostet nämlich auch einen Arsch voll von MP. Und bringt bei weitem nicht so viel. Na gut. Dann zwacken wir noch die MP. Falls das Vieh überhaupt was hat. Voraussetzung ist ja immer, dass die Biester was haben. Und in dem Fall scheint das nicht so zu sein. Das heißt, man muss sich ja immer Viecher raussuchen, die ja über Zauber verfügen, die man entsprechend abzwacken mag. Also die Traumtulpe lohnt sich da auf jeden Fall, weil die zaubern ja auch immer. Jetzt brauche ich wieder die Peitsche. Und ja, die kann doch auch was schaffen, was sie will, die Tulpe. Und jetzt sagt mir mal. Von der können wir auf jeden Fall ein bisschen abhetzen. Sehr schön. 15 MP haben wir noch gezwackt. Dann würde ich sagen, machen wir doch nochmal gleich Nocturne hinterher. Mal gucken, ob die Hades-Granate da abziehen. Gredels Waffenlevel ist gestiegen. Sehr gut. Hades-Granaten, jawohl. Die mag ich jetzt auf Stufe 6 hier haben. Uiuiui, Klaue erreicht Level 6. Gretel erreicht auch noch Level 40, genauso wie der Ackermann. Ja, das sind doch mal gute Nachrichten. Immer wenn wir auf den Berg kraxeln, kriegen wir noch ein Level dazu. Das lohnt sich auf jeden Fall. Mach doch noch bitte... Hier, Lichtklinge wird mich auch mal interessieren, was uns das bringt.
Oh, macht dann nicht die Viecher kaputt. Okay, das macht anscheinend einfach nur einen Lichteffekt auf unser Zeug drauf. Und als wir dann mit dem Nocturne immer mal wieder drauf. So, schick. Wunderbar. Hoch mit dir. Mit unserer brandneue Lichtpeitsche gehen wir jetzt hier auch rüber. Hat das eventuell mir abgezogen? Ich weiß noch. Ah, ne, nicht so wirklich. Üb doch mal weiter mit Hades-Granaten und du, Gretel, schlag mich nicht, sondern mach doch mal bitte ein Energieschild hier auf der Ackermann. Okay. Der Zauber hat anscheinend nichts gebracht. Okay. Ah, doch. Das Energieschild ist auf jeden Fall auf mir drauf. Das höre ich dann immer an diesen Pling. Wenn die mich eigentlich verletzen würden, dann, ja. Hört man halt immer diesen dieses Absorptionsgeräusch hört man dann immer. Da kann ich jetzt auch wieder auf meine Lanze wechseln. Ich weiß nicht, wie gesagt, noch nicht, ob die Level 5 oder sogar schon Level 6 ist. Aber Level 5 haben wir auf jeden Fall schon erreicht mit dem Ding. Und werden wir nochmal mit dir, du Kasper. Also. Hauen ab, der Meister ist nicht du. Nicht schon wieder. Meister Luna ist nur Tasnica gegangen. Das Land ist westlich von hier. Oh, Mann. Das ist schon ätzend. Tasnica. Westlich von hier. Soll nicht auch die Maria aus Tasnica ursprünglich kommen? Habe ich zumindest so im Kopf? Oder nee, Destinea war das, glaube ich. Egal. Uiuiuiui. Also die Klaue macht jetzt schon ordentlich Schaden. Erlaubt. Dann Luft die Trommel und westlich. Jonk. So. Jep. Ah ja, das muss dann wohl hier sein. Und... Oh, schick. Es ist die Festung von Tasnica. Aha, das sieht noch rebeller aus. Ah, Motor. Ackermann, du hier? Ich habe dich kaum erkannt. Was ist dann hier los? Ein Spion von dem Imperium ist im Schloss. Der König ist in Gefahr. Gesundheit, Hugo. Carter hat gerade wieder genießt. Wo ist der Spion? Wo ist der Spion? Ja, die scheinen irgendwie nicht gerade so hell zu sein hier, die Rebellen. Es wundert mich ja, dass die Rebellion bisher noch nicht so wirklich geklappt hat. Wo ist der Spion? Na, lauter Hohlbrocker. Wie sieht's hier aus? Tröre, trö. Ach ja. Als wieder diese Musik. Wie schaut's hier aus? Alter, wo ist der Spion? Das ist wie diese Hinterwäldler bei South Park. Klauen unsere Jobs! Die können auch immer nur einen Satz sagen. Der nächste synchronisiere ich so, dass man es nämlich verstehen kann. Vor lauter Hinterwäldler, vor lauter Inzest. Mann. So, ohne Witz. Bei der South Park Episode müssen sie dann alle am laufenden Band klauen unsere Jobs. Und es wird immer widerlicher. Und dann zum Schluss geht immer so raus und zum Schluss kräht einfach so ein Hahn dann hinterher. So inzestuös, dass nichts mehr rauskommt. Dass nur noch der Hahn kräht vor lauter Hinterwäldler. Alter Falter. Bande von Hinterwäldler hier. Was ist mit dir, König? Wer seid denn ihr? Wache! Hier sind die Spione. Nee, das ist ein... Halt die Gosch! Fort mit mir! Hinfort? Halte mal, das ist nicht der König. Nicht als König hätte ich das Reich ohne Probleme zerstören können. Aber, na gut, es geht auch anders. Ach, und wie? Warte mal ab. Du wirst für mich den König beseitigen. Das glaube ich nicht, mein Lieber. Oh. Oh, was ist denn hier los? Zaubersperrer. Was bist denn du für ein Verräter? Dämonenritter ist bewusstlos. Und ja, der König steht einfach da rum und guckt würdevoll wie so ein Weihnachtsmann.
Dämonenritter, der mag bestimmt Lunatic, deswegen ich zieh mal ein bisschen MP von ihm ab. Während die Gretel da rumflitzt. Ja, ein paar MP kann ich sogar abhetzen. Oh, das war schon. Das ging nur fix. Hallo, Herr König. Euer Majestät? Aufwache. Wo bin ich? Was ist denn geschehen? Na? Wie hat es nur passieren können? Ohne dich wären alle verloren gewesen. Du bist wirklich ein Held. Darf ich dir das geben? Schwertorb erhalten hast. Sicher darfst du das. Du hast viel gelernt in der letzten Zeit. Ach, die Kriegsprüfung steht ja noch bevor, Ackermann. Das Imperium scheint kurz davor zu sein, die Mana-Festung zu reaktivieren. Ich werde versuchen, es aufzuhalten. Versuche jetzt das Seher Luna. Er wird dir wahre Mut verleihen. Okay, irgendwie trifft denn anscheinend jeder, nur wir nicht. Ich hoffe, der ist jetzt mal endlich da. Der Dämonenritter ist unheimlich. Kennst schon unseren Partner Stadt Pandoria? Ach jo, natürlich, da war ich schon. Ich bin großer Fan von Captain Ostro. Ja, dann haben wir schon kennengelernt. Das Imperium hat unser Sandschiff zerstört, die Bastarde. Und jetzt wollen wir das Schloss besser bewachen. Oh, und du? Bitte war der Oberst von der königlichen Truppe. Sein bester Freund war Arion. Als der Arion dann im Kampf gefallen ist, hat der Victor beschlossen, die Armee zu verlassen. Ja, so ist es halt. Der Burg voller Hinterwäldler. Alter Latz. Okay, ich mag jetzt nur noch mal kurz gucken, wie es hier aussieht, ob hier eventuell noch Händler rumstramern. Ah ne, das war eh nur das königliche Gemach. Und wie schaut's so aus? Entschuldigung, ich muss selber noch lachen. Wegen der Synchronisation. Aber ohne Scheiß, wenn die ganze Zeit nur guckt, wo ist dieser Spion? Das ist schon etwas nervig. Und du? Was will der Imperator bloß von uns? Ach, was will er dann von euch? Er will das nach aufhören, gegen zu rebellieren, du Dappschädel. Victor ist der dampfeste Ritter von Tasnica. Nur sein Freund Arion war ihm ebenbürtig. Ah, so viele Worte von so einem cleveren Kerl hier. Gewitter erleid. Ja, mal kenne ich dich nicht vorher. Mach ich trotzdem mal eine Mark für mich. Als wieder die Battle-Oma. Und du hier? Vielen Dank, dass du unseren König gerettet hast. Oh je. Das war nicht gerade freiwillig. Unser Volksfeld Arion hat vor 15 Jahren vorgeschlagen, dass wir in die Burg ziehen hier. Ein hässliches kleines Koboldmädel. Hübscher als du. Okay, ihr liebe Leute. Steht an Sache, wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Secret of Mana auf Pelzig, wo wir dann zum Seher Luna gehen. Also machen's gut und bis morgen dann. Ayan Yankee.